Ihr könnt auch mit dem Gesetz der Annahme wirklich schauen, was in euch, welches Ich in euch selber hat die Umstände auch ins Leben gerufen. Weil wir sind eigentlich immer was man heute erlebt, ist eigentlich immer Ursache von der Vergangenheit und das ist vielen gar nicht bewusst und es wird einem bewusst, indem dass man das einmal, so anschaut und auch sich anfängt, bewusst beobachten, was man so heute denkt und so morgen erlebt. Und so merkt man immer mehr, dass eigentlich das, was ich in der Vergangenheit gefühlt und gedacht habe, dass das, zu Handlungen werden in der Zukunft. Also, Zukunft eigentlich im Jetzt. Du erlebst es ja eigentlich immer im Jetzt. Zukunft ist ja jetzt. Zukunft an sich gibt's ja gar nicht. Auch in 10 Tagen ist Zukunft das Jetzt. Also, das heisst, du bist auch nicht in der Vergangenheit. Auch wenn du an die Vergangenheit denkst, bist du im Jetzt. Also, das ist eigentlich der Moment, wo wir auch das ganze Leben erleben, aber oftmals in der Vergangenheit irgendwie an schlechte Sachen nachdenken und hoffen, wir erleben das in der Zukunft nicht. Und so kann man wirklich auch mal schauen, was denke ich die ganze Zeit, oder? Wie sehe ich auch meine Vergangenheit? Wie fühle ich oder wie sehe ich, was mir passiert ist? Sehe ich das als 'n Niederschlag, was ich alles erlebt habe in meinem Leben, oder sehe ich es als 'n Erfolg, dass ich jetzt da bin, wo ich bin? Das macht so viel aus, weil es tut dir heute dein Morgen programmieren. Das heisst, wenn du heute in dir inne kannst Sachen, wo du als negativ betitelst oder als, das Leben hat dir schlecht zuspielen oder er meint's böse gegen dich oder Kollegen haben dir schaden. Das Ganze tust reframen in dem Sinn, dass es zu etwas Gutes tust, umformulieren, dass es nicht etwas ist, was dir geschadet hat, sondern etwas, was es gebraucht hat für deinen Weg. Auch ich weiss, da kommen jetzt Leute, wie soll das ein Mord oder was auch immer, wie soll man das gutheissen? Fangen mal mit kleinen Sachen an. Man muss ja nicht grad mit diesen grossen Sachen kommen, wo wahrscheinlich in dem Moment dann auch für mich noch schwierig sind, wenn ich's jetzt so eins zu eins erlebe. Aber mal mit kleinen Sachen anfangen, oder? Was will mir der Stau sagen? Oder wie denke ich über den Stau und hocke immer wieder im Stau inne? Oder wie denke ich über meine Kollegen und prompt redet's wieder schlecht über mich? Prompt, sind's wieder redet's eigentlich wieder das, wo ich schon die ganze Zeit in meinen Gedanken selber mit mir rede, tun's mir wieder spiegeln. Und so merkt man, dass man wirklich eigentlich Mitspracherecht hat. Man merkt, dass man kein ja, dass man nirgends gefangen ist. Man kann sich aus allem wieder rausfühlen, rausdenken. Und das ist indem dass man bewusst wird, wo haben wir die Ursache gesetzt. Und der Neville Goddard, er sagt ganz klar, eben, schau auf dein Ich. Dein Ich holt alles in deinem Leben in die Welt. Und ich kann das jetzt mit meiner eigenen Erfahrung nur bestätigen, weil ich das selber auch wirklich beobachte, auch bei anderen Menschen beobachte. Mittlerweile schon kann zurückschliessen, so was erlebt der Mensch in der 3D-Welt und was, ich schon zurückschliessen kann, halt auch mit Gegenfragen aktuell noch und auch erleben halt dann schon auch, dass es stimmt, weil ich kann mich einfach fragen: „Ja, von was für Gedanken kommt der nicht los? Was denkt der die ganze Zeit?“ Also jemand, wo schon die ganze Zeit sagt oder wo sagt: „Ja, immer muss ich die Scheissarbeit machen.“ Das immer ist ein Glaubenssatz. Dass er's immer muss machen, ist etwas, wo er glaubt, sonst würde er das nicht sagen. Einer, der weiss, dass er die gute Arbeit macht die ganze Zeit, würde sagen: „Hey, und schon wieder habe ich gute Arbeit dürfen machen.“ Aber bei dem Menschen, der sagt: „Ich muss immer die Scheissarbeit machen“, ist das ein Glaubenssatz und das ist so naheliegend. Das heisst, du weisst in dem Moment schon, was denkt der Mensch. Ankerum Hankerum. Weisst auch, wenn du so Glaubenssätze äusserst, was du glaubst, dass die Welt wie die Welt ist oder wie, ob sie ungerecht ist dir gegenüber oder so. Wenn das ein Glaubenssatz ist, dann wirst du das ähm, immer wieder erfahren, weil ein Glaubenssatz ist ein tief verankerter Glaube von dir, wo du halt so tief auch fühlst, wie wir vorher hatten, oder? Wenn's du fühlst und es wieder gleich anziehst. Das heisst, du ziehst die Glaubenssätze, die nicht mehr dran gerüttelt werden, immer wieder in dein Leben. Das heisst, die Glaubenssätze: „Oh, ich bin immer zu spät, ich muss immer die Scheissarbeit machen. Wieso, habe ich immer die schlechten Kollegen?“ Oder was weiß ich, das sind Glaubenssätze und die wirst du immer wieder anziehen, bis du die bewusst änderst. Und die kannst ändern, indem dass du dich das wieder hörst sagen. Du kannst, wenn du dich hörst sagen: „Immer habe ich die scheisse Arbeit“, kannst sagen: „Oh, heute ist sie aber besser gelaufen wie auch schon.“ Oder: „Wow, ich mache immer die beste Arbeit“ oder „Ich habe immer die beste Arbeit.“ Und, so wirst du Schritt für Schritt dein Morgen nicht mehr gleich erleben wie dein Heute. Und das wird dann auch ein richtiger Spass, weil du weisst, du kannst jederzeit dein Morgen formen, dein Morgen neu prägen mit deinen heutigen, Gefühlen, mit deinen heutigen Gedanken. Und so kannst du auch anfangen, Sachen, wo du weisst: „Oh, das will ich ja gar nicht mehr in meinem Leben“, auch einfach gar nicht mehr denken, weil aus dem Augen, aus dem Sinn, was du nicht mehr nährst. Das ist wie wenn du Gedanken, die du immer wieder denkst, das ist wie wenn du Wasser an einer Pflanze gibst.
sie bleiben am Leben. Wenn du aber nicht mehr daran denkst und das Wasser wegnimmst, verwelken die. Irgendwann fallen die aus deiner Realität. Das heisst, nicht mehr über die Themen reden mit deinen Kollegen, wo du nicht mit im Leben willst. Nicht mit dir selber über Sachen studieren, wo du nicht mit im Leben willst. Dass es immer weniger mit dir, mit deiner Identität im Einklang ist, oder? Dass irgendwann schaust du zurück und denkst so: «Hä, wie habe ich jemals das gedacht gehabt? Wie habe ich das überhaupt jemals können denken?» Oder? Es ist halt das, dass wir es immer wieder zerdenken und immer wieder denken, bleibt einfach ein Bestandteil in unserem Leben. Und wir können in dem Moment auch nichts anderes einladen, weil jemand, der überzeugt ist, dass er die scheiß Arbeit macht, hat keine Kapazität, dass er könnte überhaupt nur annähernd sich in Betracht ziehen, dass er auch gute Arbeit machen darf, weil der Glaubenssatz ist so verankert, der tut all die positiven Sachen wegtrennen. Und indem, dass man Beobachter wird und merkt: «Oh, ich denke wirklich so.» Und wenn das jetzt angenommen wirklich so ist, dass meine Gedanken, die ich fühle, die Glaubenssätze, ja meine Realität formen und ich es ja wirklich erlebe und einmal versuche anders zu machen und ich es anders erlebe, dann habe ich Bestätigung aus etwas, wo plausibel tönt, wird eine Erfahrung. Und wenn man eine Erfahrung öfters wiederholt, wird es ein neuer Glaubenssatz. Und irgendwann hast du den Glaubenssatz nicht mehr, du machst scheiß Arbeit, sondern du kommst Bestätigung über, dass du gute Arbeit machst, weil du dich umprogrammierst. Und wenn du auch aufhörst, deinen Kollegen zu sagen, ich muss immer die scheiß Arbeit machen, sondern sagst: «Wow, heute habe ich mega gute Arbeit gemacht.» Das heißt, du formulierst auch, du leist auch neue Fragen, zukünftige Fragen bei deinen Freunden ins Maul, sondern sie kommen dann nicht und dann fragen dich: «Hast du schon wieder die Scheissarbeit müssen machen, du armer Siech?» Und du schon wieder voll in der Emotion: «Ah ja, und schon wieder habe ich das eigentlich müssen machen.» Sondern wenn du dir das ins Maul leist, neue Sachen ins Maul leist: «Hey, heute habe ich wirklich gute Arbeit können machen.» Dann fragen dich deine Kollegen das nächste Mal: «Und, was hast du heute für gute Arbeit können machen?» Oder der Ausgangspunkt ist ganz anders. Es ist eine ganz andere Energie, weil es triggert dich nicht. Es erinnert dich dann, dass du gute Arbeit hast. Das andere erinnert dich, dass du immer die Scheissarbeit hast. Und so kann man sich aus seinem Sumpf rauskämpfen. Also, eigentlich rausdenken, rausreden, rausfühlen, ja, aber es ist kein Kampf, es ist eine radikale oder Umdenkung von seinem eigenen ja, von seiner Weltanschauung. Sich nicht mehr als das Opfer sehen, sondern als der alles erreicht. Oder? Das gibt ganz neue Möglichkeiten. Das heisst, du wirst, wenn jemand etwas sagt, das ganz anders können interpretieren für dich, annehmen. Deine subjektive Wahrnehmung nimmt das ganz anders an, wenn du positiv gestimmt bist, wie wenn du negativ gestimmt bist. Wenn du wirklich depressiv bist und das geht dir schon länger nicht, wirklich schlecht, dann fühlt sich das so normal an, dass wenn jemand kommt und dir einen positiven Ratschlag gibt, dann denkst du: «Was soll das? Das bringt mir ja nichts. Es geht mir schlecht, was bringt mir der Ratschlag?» Aber wenn es dir gut geht und es kommt einer und bringt dir einen positiven Ratschlag, dann bist du dankbar und denkst: «Wow, ja, das könnte ich ja mal versuchen.» Oder? Es hat so viel mit unserer Stimmung zu tun, wie wir gestimmt sind. So schwingen wir, so kommt das wieder auf uns zurück und so ziehen wir auch immer mehr an. Das heisst eben, irgendetwas, wo ja, ei ei eine Sache kann für jeden einfach komplett anders sein, oder? Weil wir einfach alle anders gestimmt sind und so kann man sich, umstimmen und immer mehr zu dem Menschen werden, wo man will. Und ich habe gemerkt, wirklich Sachen nicht mehr drüber reden ist einer von ist ein sehr mächtiger, weil du tust es aus deiner Welt raus, oder? Das ist am Anfang, wenn du, keine Ahnung, 'n Raucher kennt's, vielleicht so mach's jetzt auch mit dem Beispiel vom Rauchen, weil ich selber auch so weil ich auch 'n Raucher gsi bin. Am Anfang rauchst du nicht, das fragt dich niemand, ob du 'ne Ziggi willst. Es kommt gar niemand auf die Idee, weil du bist ja kein Raucher. Ab dem Moment, wo dich jemand sieht rauchen und er selber raucht, wirst du schon gefragt, oder? Und so kannst du auch neue Gedanken in dein Leben einladen oder Sachen wegmachen, wo die Leute nachher nicht mehr auf dich zukommen, weil es stirbt auch in ihrem Bewusstsein. Das heisst, sie sehen dich irgendwann nicht mehr als der Arme, der immer die Scheissarbeit machen muss, sondern der Glückspilz, der immer die gute Arbeit hat, oder? Genau, so kann man da sein Leben eigentlich neu in neue Bahn lenken.